Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu der letzten Folge in der Saisonbewertung meinerseits von den Spielern und dem Verein. Ich weiß, ich bin teilweise schon immer ein bisschen abgeschweift bei den letzten Videos. Das gehört einfach dazu, damit müsst ihr hier leben. Ja. Ich versuche halt immer so ein bisschen zu erklären, warum, wieso, weshalb ich das so sehe, und von daher würde ich sagen, gehen wir rein in den Knackpunkt. Wir können ja mal mit den leichten Sachen anfangen, mit Ibrahimovic, den wir leider nicht beurteilen können, weil er nur einen Einsatz und 13 gespielte Minuten hat. Allein das ist schon ein Armutszeugnis für die Beurteilung unserer Trainer, die folgen wird. Weil alle gezeichneten Spieler oder viele der gezeichneten Spieler hier unterirdische Leistungen über Wochen und Monate hatten. Und keiner die Eier hatte, dann einfach mal so einen jungen Jaust reinzuwerfen. Und bitte, ja, ihr könnt's wieder in die Kommentare schreiben, kommt mir nicht mit dem Scheiß der dummen Ausrede. Ja, aber der Druck ist so hoch in dieser Phase. Ja, der Druck war so hoch, dass wir trotzdem die Spiele verloren haben und trotzdem mit viel Glück manche Spiele irgendwie rumgeeiert haben. Druck ist das bekloppteste Argument, was man bringen kann. Wenn die Spieler, die auf dem Platz stehen, keine Leistung bringen, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass sie mit dem Druck, der herrscht, nicht umgehen können. Weil wir brauchen uns nichts vormachen. Ein Gnabry, ein Sani, ein Mane haben alle ein Potenzial zur Weltklasse. Sie konnten es aber so selten abrufen. Und dann kann man von meiner Warte aus, da könnt ihr das Argument Druck bringen. Das sieht man in Dortmund. Ja, die Spieler können mit dem Druck nicht umgehen, mit der Erwartungshaltung nicht umgehen. Okay, fühle ich. Aber das Argument zu bringen, ich stelle einen Tell nicht auf, weil er mit dem Druck nicht umgehen kann, ist das Bekloppteste, was man argumentieren kann. Weil, wer will das denn wissen? Meinte ein FC Barcelona hat damals gesagt, oh nee, den Messi können wir jetzt nicht aufstellen. Ich weiß nicht, ob der mit dem Druck klarkommt. Was machen wir denn da jetzt? Es ist zwar ein Riesentalent, ein Riesenfußballer. Ach komm, wir stellen den besser nicht auf. Das ist zu viel Druck für den Jungen. Was soll denn so ein Dummfick, Alter? Stell den Jungen auf, wenn er mit dem Druck nicht klarkommt, sieht man das. Ja, und dann kann man ihn auswechseln. Oder man stellt ihn dann danach nicht mehr auf und sagt dann, ja, wir bringen ihn als Einwechselspieler, hat er weniger Druck, weil er so mit dem Druck nicht klarkommt. Verstehe ich, kann ich dann voll verstehen, das Argument. Aber man hat's ja gar nicht versucht. Man hat's ja gar nicht versucht. Man hat es nicht versucht. Von daher schenkt euch diese Argumente mit Druck. Ja, das ist völliger Dummpfiff. So. Fangen wir mit den Guten an, oder was? Nehmen wir einen Tell. Komm. Nehmen wir einen Tell. Hat er nur eine Saison bei uns. Ja, hier sehen wir schon. 28 Einsätze, davon 26 mal eingewechselt, 2 mal ausgewechselt. Durfte also nicht ein Spiel mal durchspielen. Gespielte Minuten 600. In den 600 Minuten hat er 6 Tore gemacht. Heißt alle 100 Minuten ein Tor. Was für so einen jungen Jaust jetzt nicht so schlecht ist. Ja. Natürlich super schwer zu beurteilen. Ja, bei 600 Minuten. Wie gesagt, immer wenn er reinkam, war er zu 80% super engagiert, ist super viel gelaufen, hat versucht, gemacht, getan. Deswegen hat er ja auch die 6 Tore in 600 Minuten gemacht. Hat natürlich auch, wenn er eingewechselt wurde, in manchen Spielen, die halt einfach schon durch waren, wo es gar nicht mehr nach vorne ging, wo es die Mannschaft ergeben hat, brauchte sie ihn halt auch nicht mehr bringen. Was soll er dann da noch ausreißen? Ja, da ist er dann auch nicht groß aufgefallen. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber ansonsten hat man in den paar Minuten, die er gehabt hat, gesehen, was für ein Potenzial er hat. Man hat einfach nicht drauf zurückgegriffen. Man hat es einfach ignoriert. Ähnlich wie beim Gravenberg. Ich finde es aber nochmal viel schlimmer und fahrlässiger wie beim Gravenberg, weil wir dann lieber ohne Neuner gespielt haben oder Müller auf die Neuner-Position gesetzt haben oder Gnabry auf die Neuner-Position oder ein Mane, die allesamt überfordert waren auf dieser Position. Ja? Und man hat ihn lieber auf der Bank versauern lassen. Anstatt ihm mal die Chance zu geben, über 2, 3 Spiele zu sagen, komm, probieren wir mal, entweder hält er den Druck stand oder nicht, und dann hättest du ihn immer noch sagen können, nee, pass auf, das ist nicht zuträglich, wir lassen das sein, wir bringen nicht so immer 20 Minuten oder sowas, wenn die Zeit da ist, und wäre gut gewesen. Aber man hat es erst gar nicht versucht, man hat es einfach
ignoriert und hat sich dann gewundert, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Für mich ein Junge mit Riesenpotenzial. Ich sollte mir ihm eine Note geben, würde ich ihn bei einer guten 3 sehen. Also er hat sich gar nichts vorzuwerfen, hat immer alles gegeben, hat nicht einmal aufgemupft, dass er zu wenig spielt oder sonst was, hat immer nur lobende Worte gefunden. Absolut vorbildlich, gibt's gar nichts zu diskutieren. Gut, kommen wir zum nächsten Garanten, Kingsley Coman. Oder King. Ja, so, jetzt schon mal Nummer 1. Einsätze 35, Tore 9, 6 Vorlagen. Schon mal merken, ja, weil ja immer dieses Argument kam, der King schießt keine Tore, ja, oder schießt zu wenig Tore. Ich finde 9 Tore jetzt gar nicht so schlecht. Natürlich geht's immer besser, keine Frage. Dazu 6 Vorlagen. Wir werden einen Gnabry sehen, der da, glaube ich, fast das Doppelte hat. Aber auch nur 2171 Minuten gespielt, 10 Einwechslungen, 20 Auswechslungen, bei 35 Einsätzen, eine rote Karte. King für mich der konstanteste auf dem Flügel. Wenn wir die Flügel jetzt betrachten, für mich King der konstanteste und immer der. Also bei King hast du nie das Gefühl, dass er keinen Bock hat. Was du bei Gnabry und Sané regelmäßig hast. Ja, das hast du bei King nicht. King spielt, ja, er hat auch mal einen schlechten Tag, spielt schlecht. Aber trotzdem bleibt er nicht stehen, schenkt ab, sonst was. Nein, er rennt, ackert, versucht, macht, tut. Ja, ihm klappt nicht alles. Bei ihm klappt nicht dann immer jedes Dribbling, wenn er einen schlechten Tag hat. Dann klappt meistens gar kein Dribbling. Da kommen die Flanken scheiße, aber Flanken war diese Saison eh nicht angedacht. Natürlich hat er das, keine Frage. Aber du hast nie das Gefühl, dass er keinen Bock hat. Oder dass er auf den Verein scheißt oder nicht will oder sonst was. Ja, und von daher für mich King der konstanteste auf den Flügeln. Natürlich auch für ihn jetzt keine Bombensaison, aber eine Saison, die okay ist. Von daher sehe ich ihn da auf einer guten 3. Ja. Gut. So langsam lichtet sich das Feld, wo wir positive Sachen sagen können. Nehmen wir einen Schuppo. Komm, nehmen wir Schuppo. So, Schuppo eigentlich, wenn er fit war, wenn er gespielt hat, war er bärenstark diese Saison. Zumindest unterm Nagelsmann. Alles, was unterm Tuchel war, war schwach. So viel können wir schon mal sagen. 30 Einsätze, 17 Tore, 4 Vorlagen. Gespielte Minuten 1808, Einwechslung 8, Auswechslung 18. Karten keine. Hat eine super, super starke Phase gehabt, als Nagelsmann endlich eingesehen hat, eieiei, ohne Stürmer klappt das ja doch nicht, wenn wir nicht so gut drauf sind. Ja. Und da hat er eine super starke Phase gehabt, hat die Mannschaft definitiv getragen. Ja. Also hätten wir ihn da nicht gehabt, alto Betty, dann wäre Nagelsmann schon viel, viel eher weg gewesen. Weil er hat uns getragen einfach. Jetzt noch nicht mal mit den Toren, die er noch zusätzlich gemacht hat, sondern einfach damit, dass wir blind die Bälle vorne in die Spitze spielen konnten. Er war da, hat angenommen, hat den Ball gehalten, hat nachrücken lassen, hat den Ball weitergespielt. Aber auch ein Kombinationsspiel, super stark gewesen. Dann natürlich auch noch den Torabschluss, den er gehabt hat in den Spielen, wo er gespielt hat. Hat wirklich eine starke Phase gehabt. Aber leider dann viel zu viel Verletzung, viel zu viel Wehwehchen. Ja, aber wenn wir die Phase dabei nehmen, ich sehe ihn auf ein Level wie King, eine gute 3. Auch er hat immer ausgestrahlt, dass er wollte, dass er versucht, dass er macht. Hat auch nie ausgestrahlt, so, nee, ich habe keinen Bock, weil mir das irgendwas nicht passt hier im Verein oder sonst was. Hat immer Gas gegeben. Ja, man hat gesehen, wo er dann zwischendurch verletzt war, wo er wieder zurückkam, dass er nicht so konnte, wie er wollte. Das hat man gesehen. Und dann war er auch wieder länger weg und so weiter und so fort. Aber wenn er da war, für mich auf jeden Fall sehr positiv. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten, der noch mittelmäßig ist. Thomas Müller. Obwohl das auch schon grenzwertig ist, wenn man ehrlich ist. 40 Einsätze, 8 Tore, 11 Vorlagen, heißt 19 Torbeteiligungen, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Gespielte Minuten 2332, 11 Einwechslungen, 18 Auswechslungen. Da sieht man auch schon, man hat ja, oder was ich auch gesagt habe, was auch in den Kommentaren viel stand,
Müller nächste Saison sollte eher so Teilzeitkraft sein. Wie man sieht, ist das jetzt schon Teilzeitkraft. Ja. Wenn wir jetzt sehen, Kimmich, der immer spielt, hatte 4000 Spielminuten, Müller hat 2,5 oder 2300. Wurde von 40 Einsätzen 29 Mal ein- oder ausgewechselt. Ich denke, dann kann man schon von einer Teilzeitkraft reden. Er hat dann aber noch 8 Tore und 11 Vorlagen gemacht. Meistens, wenn er ausgewechselt wurde, er wurde 18 Mal ausgewechselt, war das meistens sogar schon überfällig und völlig zu Recht, weil er einfach schwach war. Wenn er eingewechselt wurde, konnte er teilweise Akzente setzen, teilweise nicht. Wovon ich auch enttäuscht bin, ist auch der Führungsspieler Müller. Bin ich ganz ehrlich. Ja, unter Nagelsmann wurde er dann so verkauft, als ja, ist die lange Hand vom Trainer, organisiert das Pressing, Blasels hin und her. Wie man gesehen hat, ging es dann auch ohne ihn. Und aber auch hier in diesen Phasen, wo wir uns einfach ergeben haben, wie auch gegen Leipzig, auch da war von Müller, kam dann nichts, ja, was jetzt so Führungspersönlichkeit angeht. Natürlich auch schwer, weil er teilweise auf der 9 gespielt hat und völlig in der Luft hing. Er hat ja sogar gegen Leipzig, war es glaube ich auch, wo er sogar noch geackert, gerannt hat, mit nach hinten am eigenen 16er. Also das möchte ich auch mal sagen. Bei Müller hat man aber auch nie diesen Eindruck, wie man es bei Kimmich und Goretzka manchmal hatte oder noch expliziter bei Sané, Mane, Gnabry, dass sie keinen Bock haben. Das gibt's bei Müller auch nicht. Wenn Müller da war, man hat halt einfach manchmal das Gefühl gehabt, ach, wir gucken jetzt gerade wieder Kreisliga A-Fußball. Der Thomas ist am Ball. Er hat teilweise Spiele gehabt, da hat er nicht einen Zweikampf gewonnen, hat nicht einen Ball zum Mitspieler gebracht. Natürlich Engagement immer am Rennen, am Machen, am Tun, am Gestikulieren, möchte ich ihm nicht absprechen. Ja, also das möchte ich mal ganz klar hervorheben. Und dass er ein wichtiger Spieler ist, auch außerhalb des Platzes, denke ich schon. Ich denke, auch nächste Saison wird nicht anders werden für ihn bei uns. Da wird es auch so sein, dass er relativ selten Spiele mal über 90 Minuten spielen wird. Was aber auch, denke ich, normal sein sollte jetzt mit dem Alter. Ja. Aber er kann natürlich immer noch ein Faktor sein. Das haben wir gerade gesehen in Spielen, wo Müller wirklich gut war. Wo er aber natürlich auch, fairerweise muss man das sagen, wo er dann auch wirklich immer einen Stürmer da vorne drin hatte. Oder zumindest jemand, der auf dieser Position irgendwas versucht hat. Ja, Müller ohne Neuner, haben wir die Saison gesehen, ist halt auch nur die Hälfte wert. Was auch kein Vorwurf am Thomas ist, das ist einfach so, ja. Und wenn man dann sieht, dass er teilweise auf die 9, auf rechts außen aufgestellt wurde und so weiter, dann packt man sich am Kopf und weiß nicht, was man sagen soll. Also ich denke, jeder, der ein bisschen Ahnung vom Thomas hat, weiß, dass er ja auf 10 hinterm Stürmer funktioniert. Oder meinetwegen auf 10,5, wenn du Musiala noch auf 10 hast. Kann ich auch verstehen. Ja, verstehe ich aber dann auch, dass dann halt die Außenspieler fehlen, weil du halt nur 11 Spieler aufstellen kannst. Von daher schwierig, wird auch nächste Saison eine schwierige Kiste für den Thomas Müller werden. Note, eine schlechte 3, würde ich sagen. Eine 3 minus, würde ich sagen. Immer noch 19 Scorerpunkte, was gut ist. Und wie gesagt, für mich hat er immer noch so diesen Willen schon an den Tag gelegt, wenn auch als der Führungsspieler schlechthin hat er sich auch meiner Meinung nach teilweise zu viel ergeben, wobei man sagen muss, es halt auch schwer ist, auf der Position irgendwie Einfluss zu nehmen. Dasselbe wie Manuel Neuer als Torwart. Deswegen bin ich schon dafür, dass so ein Innenverteidiger oder so ein Sechser schon so der Kapitän ist und da die Zügel in die Hand nimmt. Was man aber auch tun kann, wenn man kein Kapitän ist. Ja, deswegen hat auch die Kritik an Kimmich und Goretzka, die das nicht getan haben, sich aber als Führungsspieler schlechthin sehen und im Mannschaftsrat sind und hast du nicht gesehen, aber auf dem Platz kam dann nichts. Müller bleibe ich bei 3 minus. Im Großen und Ganzen, denke ich, tun wir ihn dann noch ganz gut mit. Hatten wir Musiala schon? Nee, ne? Unser Topscorer. Oh, die hatten wir noch nicht, oder? Nicht, dass ich mich jetzt wiederhole, Alter. Nee, hatten wir noch nicht. 47 Einsätze, 16 Tore, 13 Vorlagen, gespielte Minuten 3027, sieht man schon im Gegensatz zu Müller.
Einwechslung 11, Auswechslung 28, 39 Ein- und Auswechslung bei 47 Einsätzen, natürlich auch so eine Geschichte, aber einfach auch da der Sache geschuldet, das wird bei uns an Offensiven überall nicht anders aussehen, weil wir da halt einfach viel Qualität in Anführungsstrichen haben und dann so immer nochmal neue Impulse gesetzt werden. Ja, unser Topscorer mit 29 Scorerpunkten, für mich ja eine Note 2. Ich kann es nicht anders sagen, in dem Alter. Natürlich hat er auch den Hänger drin gehabt in der Rückrunde. Keine Frage. Hat uns jetzt aber nochmal zur Meisterschaft geschossen, ja. Darf man auch nicht vergessen. Und in der Hinrunde traumhaft. Mit Abstand der beste Spieler in der Offensive. Mit Abstand. Ja. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Auch der Spieler mit dem größten Potenzial und auch ein Spieler, der auch nicht den Eindruck vermittelt wie viele andere, so ich habe keinen Bock, ich will nicht. Nein, immer engagiert, egal. Nie gemeckert, wenn er auf der 8 spielen musste, was mit Sicherheit nicht seine Position ist. Ja, wo man ganz, ganz viel Potenzial von ihm verschwendet, wie ich finde. Sich nie beschwert, auch wenn er mal halb links spielen sollte und so weiter und so fort. Immer gemacht, getan. Für mich eine klare 2. Und der Spieler, der die größte Potenzial die kommenden Jahre bei uns hat da vorne. Gut, kommen wir zu den Problemfällen. Fangen wir mit dem Sadio an, würde ich sagen. Das ist relativ schnell durch. So, 38 Einsätze, 12 Tore, 6 Vorlagen. Wo er die 12 Tore hat, ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an 2 Tore in der Bundesliga erinnern, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Vielleicht auch irgendwo im DFB-Pokal oder in der Vorrunde Champions League, ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Gespielte Minuten 2204. Das ist auch krass. Das ist ja genauso viel wie Müller hatte, oder? Alter, warte. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so viel gespielt hat. 2300 hat Müller. 2200. Krass, Alter. Das ist krass. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ihr? Schreibt's mir mal in die Kommentare rein. Ja, krass. Auch hier von der Werte, wie man sieht, kannst du argumentieren, ist echt okay. Ne? 38 Einsätze, 12 Tore, 6 Vorlagen. Von den 38 Einsätzen wurde er 29 mal ein- oder ausgewechselt. War ja auch lange verletzt, ne? Darf man nicht vergessen. Aber das hat man nicht in Erinnerung. Also ich persönlich zumindest nicht. Habe ich nicht seine Tore und seine Vorlagen in Erinnerung. Ja, Vorlagen 2, die letzten Spiele, ja, die hat man auf dem Schirm. Auch das eine Tor, na klar. Aber ansonsten hast du ja eher in Erinnerung, wie lethargisch, wie abgekapselt vom Team einfach er agiert oder rüberkommt, gar nicht eingebunden. Auch auf der neuen völliger Fehlschlag. Die Spiele, die er unterm Nagelsmann hatte, unterm Tuchel auf den neuen. Ich weiß nicht, warum es Tuchel nochmal probiert hat. Absolut keine Durchschlagskraft, ganz viele unglückliche Situationen. Möchte ich ihm aber jetzt auch gar nicht so den Vorwurf machen. Habe ich ja auch schon im anderen Video gesagt. Erstmal kam er aus einer langen Verletzung. Jeder, der Fußball gespielt hat oder sich ein bisschen auskennt, weiß, lange Verletzung heißt auch wieder lange Zeit, bis man in Topform ist, auch wenn man schon spielt. Die andere Sache, kommt er in eine Mannschaft, die völlig von der Rolle ist, ja, und soll dann da jetzt der Führungsspieler sein, dann gibt's noch irgendeine Handgreiflichkeit mit dem Sané und keine Ahnung, aber wirkt halt völlig abgekapselt von der Mannschaft, wirkt absolut nicht integriert. Ja, weiß ich nicht, für mich Note 4. Ja, auch wenn er hier gute Werte hat, keine Frage, für mich trotzdem eine Enttäuschung. Ja, aber wenn man die Werte sieht, ich habe es ja schon im ersten Video dieser Reihe gesagt, die Statistiken werden einiges schönen. 18 Torbeteiligung ist nicht so schlecht in 38 Einsätzen. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Aber für mich nur Note 4. Ja, hat ein paar gute Spiele gehabt, keine Frage. Aber allein wie oft er im Abseits stand, ich glaube, alle Abseitspositionen, die wir hatten die Saison, waren 2/3 von Mané alleine. Und das ist jetzt kein Witz von mir. Ja, das ist so. Und er hat teilweise nicht fit gewirkt. Nochmal mache ich ihm gar nicht so den Vorwurf raus. Wird sehr interessant zu sehen sein, ob er bei uns bleiben wird oder nicht in der kommenden Saison. Ob es jemanden gibt, der sich ihn leisten möchte.
oft auch übermotiviert gewirkt. Und so, ja, ich gehe jetzt nur in den Mann rein irgendwie, ich will mich unbedingt zeigen oder sowas. Keine Ahnung, ich würde mir wünschen, dass er bei uns noch richtig einschlägt, weil er ist eine Granate. Ja? Aber er wirkt absolut nicht integriert in dieses Team. Er wirkt abgekapselt, isoliert. Und da wird diese Story mit dem Sané wahrscheinlich auch nichts Positives zu beigetragen haben. Ich bin gespannt, ob es jemanden geben wird, der ihn nimmt. Wie gesagt, wenn man die Werte sieht, kannst du noch argumentieren, ist okay. Ja. Aber die Werte, die da stehen, hat man nicht in Erinnerung. Und auch die Spielzeit nicht, das überrascht mich schon. Ja, Note habe ich gesagt, 4 für mich. So, jetzt kommen wir zu unseren beiden Specialists, wo die Meinungen wieder hardcore auseinandergehen werden. Das ist mir klar. Wahrscheinlich auch schon bei Müller werden die Meinungen auseinandergehen, und bei Mané erst recht. Da werden viele sagen, der Mané, der wird und Note 3 mindestens. Völlig okay, Leute. Ne? Wie gesagt, das ist meine subjektive Meinung. Für mich ist es eine 4. Aber wenn ich die anderen hier im Vergleich sehe, ja, meine Meinung. Okay, fangen wir erstmal mit dem Sané an. So. Kommen wir zu den Werten, die mit Sicherheit auch nicht schlecht aussehen werden. 44 Einsätze, 14 Tore, 9 Vorlagen, 23 Torbeteiligungen in 44 Einsätzen. Ist für einen Außenstürmer mit Sicherheit nicht schlecht. Erst recht, wenn wir noch irgendwie einen richtigen Neuner hätten, der richtig geknipst hätte. Von den 44 Einsätzen 31 mal ein- oder ausgewechselt. Dabei hält sich die Waage, 15 Einwechslungen, 16 Auswechslungen, 2767 Minuten gespielt, 5 gelbe Karten. Wie gesagt, Ein- und Auswechslung ist bei unseren Offensiven überall so. Das ist kein Argument dafür oder dagegen. Ja. Note. Boah. Leute, wo soll ich da anfangen? Da tue ich mich richtig schwer bei Sané und Gnabry. Bei Sané ist das Thema, wenn er Bock hat, ist er so verdammt stark. Das hat er gezeigt. Er hat eine gute Phase gehabt über ein paar Wochen in der Hinrunde. Wenn er keinen Bock hat, ist er unterirdisch schlecht. Und dann gibt's noch dieses Mittelding, wo er innerhalb von 90 Minuten, 35 Minuten Bock hat, 35 Minuten keinen Bock und den Rest ihm scheißegal ist. Wo er dann einfach auf dem Platz steht und Hans guckt in die Luft so ungefähr. Spiel mal den Ball, ich trete mal, kriege ich nicht, bleibe ich stehen. Schenke ich ab. Dann hat er aber auch diese Phasen im Spiel, was er mittlerweile ein bisschen gelernt hat, wo er den Vollsprint nach hinten macht und den Zweikampf geht und dann auch dran bleibt. Nicht wie es ein Gnabry macht, der dann abschenkt, sondern wirklich dran bleibt und zur Not auch bis in den eigenen 16er mitgeht und den Ball erobert. Oder halt nicht erobert, aber zumindest den Zweikampf sucht. Von daher tue ich mich bei ihm echt super schwer mit einer Benotung. Ja. Es wäre einfach schön, wenn er einfach diese 20 Minuten so die Hans guckt in die Luft und dieses Abschenken und diese Körpersprache einfach mal abstellt. Ich verstehe nicht, wie man eine Körpersprache haben kann, die aussagt, Alter, ich hab keinen Bock, leck mich alle am Arsch. Das verstehe ich nicht. Ich meine, gut, das mag typbedingt sein, da muss er daran arbeiten. Ja, das vermittelt einfach eine Außendarstellung, die ihm wahrscheinlich auch nicht gerecht wird, die mich aber regelmäßig in den Spielen, auch in den letzten Spielen, auf die Palme treibt. Ja, ich sehe ihn stark nach vorne, auch jetzt gegen Köln. Ja, beste Beispiel, hat er 3-4 richtig starke Aktionen nach vorne gehabt. Hat sich dann leider falsch entschieden, wie es ein Gnabry auch oft tut, von wegen abspielen oder selber schießen. Hat dann auch 2 wirklich gute Aktionen nach hinten gehabt. Aber dann wieder so 20 Minuten, wo du denkst, Alter, warum stehst du gerade auf dem Platz? Was strahlst du gerade was hast du für eine Körperhaltung? Was strahlst du gerade aus? Also ganz, ganz schwierig, aber immer noch besser wie der Gnabry, der dann wirklich ein Totalausfall ist in 90 Minuten. Also da erinnere ich mich beim Sané jetzt nicht dran, ja. Dass er halt diese Phasen hat, habe ich gerade gesagt. Manchmal ist diese Phase auch mehr wie diese andere Phase. Also da ist mehr Hans guck in die Luft und ich habe keinen Bock, Ausstrahlung wie das andere. Aber er hatte eine super starke
super starke Wochen in der Hinrunde, die darf man auch nicht vergessen. Und in der Champions League war er auch immer der wirklich vorangegangen ist, der wirklich heiß war, der Gas gegeben hat. Das darf man halt alles nicht vergessen. Von daher sehe ich ihn auch bei einer 3-. Ja. Wie gesagt, er muss einfach noch diese Lethargie abstellen und diese Ausstrahlung, die er hat. Ja, wenn er das abstellt und auch mal ein Level hält von der Form her. Ja, weil er hat dann auch in der Rückrunde wieder 5, 6 Wochen gehabt, wo es unterirdisch schlecht war. Wo man, wenn er reinkam, wieder so, er wurde 2, 3 Mal eingewechselt, hat 20 Minuten gehabt. Und du hast dir gedacht, spielen wir jetzt zu 10. Ja? Das geht nicht. Das geht nicht. Ich überlege jetzt gerade noch im Hinterkopf, ich habe ja Kimmich und Goretzka eine 4 gegeben. Ja, wild. Wie gesagt, diese Zahlen beeinflussen einen schon. Ne? Wenn man sieht, 23 Torbeteiligung. Wenn wir jetzt sehen, wir haben Mané eine 4 gegeben, so schlecht wie der Mané, weil Sané jetzt nicht. So ganz klar sagen. Ja, dann müsste ich Mané schon eine 4- geben oder. Ja, wir bleiben bei der 3- beim Sané. Dann muss ich vielleicht beim Kimmich und Goretzka auch noch auf 3- runter. Schwierig. Da irgendwie ein Maß zu finden, was irgendwie passt. Aber macht's vielleicht nicht unbedingt an der Note fest, sondern an dem, was ich erzähle zu dem Spieler. Ja. Wie gesagt, diese Lethargie muss er abstellen und er muss halt immer diesen Eindruck machen, dass er Bock hat. Und dann ist er eine absolute Bereicherung. Ja, natürlich, die Werte sind ausbaufähig, sind aber schon gut mit 23 Torbeteiligungen. Aber wenn man natürlich dann sieht, dass er Musiala 29 hat, ja, bei ähnlicher Spielzeit, ja, sollte man sich halt Gedanken machen mit dem, gerade auch dem Verdienst, den man hat und dieses Standing, was man gerne haben möchte. Schwierig. Wird eine Aufgabe sein, vom Tuchel zuzusehen, dass er konstant wird. Ja. Dasselbe bei unserem anderen Sorgenkind, den Gnabry. Der wahrscheinlich nochmal bessere Werte haben wird, wie der Sané. Schauen wir mal. 47 Einsätze, 17 Tore, 11 Vorlagen. Gespielte Minuten 2572, Einwechslung 19, Auswechslung 15. Wie gesagt, Auswechslung, Einwechslung ist wie bei allen. Ihr seht, ist der zweitbeste Scorer bei uns mit 28. Hat dazu noch weniger Minuten wie ein Sané. Wenn wir auch hier rein nach den Statistiken gehen, wird man sagen, ja, Note 2, alter Außenstürmer, 17 Tore, 11 Vorlagen, dasselbe beim Sané, mega, Note 2, bam, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Den Gnabry muss man sagen, die letzten 4 Spiele, wo er die Tore gemacht hat und die Vorlagen, jetzt auch für Musiala über 2 Meter, war natürlich ein wichtiger Pass über 2 Meter. Schön seine Statistik und seine Leistung extrem, diese Saison. Ja. Auch er in der Hinrunde, brauchen wir kein Hehl rausmachen, bärenstark in der Phase, wo wir stark waren, sehr variabel mit Sané, mit Musiala, mit Choupo da vorne, stark gespielt. In der Rückrunde erstmal hat den Eindruck gemacht, als hätte er 10 Kilo mehr auf den Rippen. Super behäbig, super langsam. Ansonsten das große Problem von Gnabry ist, nach vorne immer 110%, nach hinten 60%. Ja. Es war jetzt, ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, habe ich ihn ja sogar noch gelobt, dass er mal zweimal den Weg mitgegangen ist nach hinten, ähnlich wie es in Sané macht. Aber ansonsten in den letzten 30, an den anderen 30 Bundesligaspielen war das nicht der Fall. Ja, dann läuft er mal alibi-mäßig mal so 3 Meter mit nach hinten. Oder auch wenn er auf der 9 spielt, ist er keiner, der viel läuft, sondern der mehr rumsteht, der nur so tut, als wenn er anläuft. Beim Pressing kommt er gar nicht mit. Wenn der Müller da irgendwie eine Pressinglinie aufbauen möchte, ich kann mich nicht dran erinnern, wann Gnabry mal einen Ball erobert hat beim Pressing. Also ganz, ganz schwach, was das anbelangt. Aber wenn wir jetzt so sehen, nochmal Mané 4, Sané 3-, da muss ich ihm auch eine 3- geben. Ja. Ja, wie gesagt, die Statistiken, die Werte, schön, das extrem. Ähnlich wie es mit der Meistertitel in der ganzen Saison bei uns ist, was super viel schönt. Ja, für mich auch hier, man hat teilweise das Gefühl gehabt, und zwar anders wie beim Sané, der wirklich dann
in den 90 Minuten wenigstens mal so 20, 30 noch hatte, wo er aufgefallen ist, hat man beim Gnabry teilweise über Wochen das Gefühl gehabt, die spielen zu 10. Ja? Ich gebe ihm eine 4, Alter. Ich gebe ihm eine 4. Ich kann ihn nicht auf eine Stufe mit dem Sané stellen. Wenn ich ja, die letzten 4 Spiele haben es ein bisschen geschönt, wo er die Tore gemacht hat. Aber auch da hat man teilweise dann wieder den Eindruck gehabt, dass er 60 Minuten nicht auf dem Feld war. Davor war es aber locker 2,5 Monate, wo du ihn gar nicht gesehen hast. Wo er unterirdisch schlecht war. In allen Belangen. Ja. Wie gesagt, die Werte, ja, sehen super aus. Keine Frage. Für mich, Note 4. Punkt. Ich muss irgendwo, ja, Abstriche machen. Wenn es darum geht, Verkaufskandidaten, ja, wie gesagt, Mané, gehe ich von aus. Gnabry galt ja auch lange als Verkaufskandidat bis zu den letzten 4 Spielen. Sané dasselbe. Sind für mich beide viel zu unkonstant für unseren Verein. Die sind beide lang genug jetzt bei uns im Verein. Ja, beide haben immer gute Werte. Wir sehen es jetzt auch. 17, also 28 Torbeteiligung, 23 Torbeteiligung für einen Außenstürmer oder einen Außenbahnspieler. Super stark. Ja, da müssen wir gar nicht drum herum diskutieren. Aber diese Leistung immer auf ein Mittelmaß mit dann mal ein paar Peaks nach oben, ganz, ganz vielen Peaks nach unten, reicht bei uns nicht aus. Wir sehen es. Wenn wir den Anspruch haben, wir wollen die Champions League gewinnen, brauchen wir Spieler, die dann auch 110% da sind und die auch die ganze Saison über dieses Level haben und nicht dieses Level. Ja. Ich kann da nur noch mal Robben und Ribéry nennen, wo du niemals, ich kann mich an keinen Spiel erinnern, wo du jemals den Eindruck hattest, boah, der Ayen hat heute aber keinen Bock. Der schenkt ab, der bleibt stehen, der winkt ab. Oder ein Ribéry hat keinen Bock, der läuft nicht, der macht nicht. Kann mich an kein Spiel erinnern, wo man jemals diese Gedanken bei einem von diesen beiden Spielern hatte. Klar haben die schlechte Spiele gehabt, haben die schlechte Leistungen gezeigt, aber sind trotzdem gerannt, haben versucht, haben gemacht. Klar, wenn die schlechte Tage hatten, Ribéry nicht ein Dribbling gewonnen, hatten Ayen kein Dribbling gewonnen, alles gut. Aber die haben versucht, getan, gemacht, sind vorangegangen. Das alles fehlt beim Gnabry und beim Sané. Wenn die einen guten Tag haben, Weltklasse, keine Frage. Definitiv. Aber wie oft ist einfach nur diese mittlere Schiene? Nochmal von den Werten her, bärenstark, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Von der Einstellung auf dem Platz her passt es nicht und das nicht erst diese Saison. Das waren die letzten Jahre dasselbe und dann muss man halt einfach irgendwann sagen, ja, gut, wenn wir deutscher Meister werden wollen, alles gut. Dann reicht dieses Spielerpotenzial, was wir haben. Für mehr ist dann irgendwann muss dann was passieren. Ja. Gut, man kann jetzt sagen, so, das war jetzt Nagelsmanns Geschichte, der es nicht hingekriegt hat, so die Spieler konstant hinzukriegen. Man kann jetzt argumentieren, jo, jetzt ist Tuchel da, neue Saison, Tuchel kriegt das schon hin, dass ein Gnabry und Sané hier auf dieser oberen durchschnittlichen Leistungsgrenze laufen. Wenn er das hinkriegt, brauchen wir nicht über irgendeinen Verkauf reden oder darüber reden, dass wir neue Spieler auf der Außenbahn brauchen. Ja, weiß ich nicht, ob man das Risiko eingehen wird. Sehr wahrscheinlich wird man es machen im Verein. Ja, aber vielleicht überrascht uns der Verein noch und macht einen klaren Cut und haut Goretzka oder Kimmich weg, haut Sané oder Gnabry weg oder beide. Ich denke, je nachdem wäre es auf jeden Fall auch ein Zeichen an den anderen Part. Ich glaube, wenn man Gnabry verkauft, ist es ein Zeichen an Sané. Wenn man Sané verkauft, ist es ein Zeichen an Gnabry. Dass es halt so nicht reicht für unseren Club. Und dasselbe bei Kimmich und Goretzka. Ja. Dass das gerade ausgerechnet dann auch unsere deutschen Nationalspieler sind, die alle so schlecht performt haben und auch alle diese Einstellung hatten, so leck mich am Arsch, was mit dem Verein passiert. Ja, ist mir egal, ob wir deutscher Meister wären. Diese Einstellung haben sie teilweise über Wochen transportiert. Zumindest an mich als Zuschauer. Weiß nicht, wie es bei euch ausgesehen hat. Ja, weiß ich nicht. Kann man das nur an der WM festmachen? I don't know. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe bei der WM nichts gesehen. Selbst wenn man es daran festmacht, muss man das dann irgendwann auch abhaken. Ja. Ja, es wird interessant zu sehen sein, ist auf jeden Fall meine Meinung. Ich weiß, da werden sich die Geister scheiden.
Außenstehende werden das gar nicht verstehen, was ich hier erzähle. Wenn die Statistiken sehen, denken die sich, Alter, ich wäre froh, wenn ich so einen Spieler mit den Werten in meiner Mannschaft hätte. Da wird er eine Note 1 oder 2 haben. Verstehe ich alles gut. Wer sich ein bisschen mehr mit dem Verein auseinandersetzt, die Spiele alle sieht, die Einstellung der Spieler auf dem Platz sieht und sowas, kann das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was ich teilweise erzählt habe. Es kann aber auch sein, dass ich mit der Meinung ganz alleine stehe, was auch völlig okay ist. Wir werden sehen, wie es weitergeht die kommenden Wochen. So transfermäßig, ich bin sehr gespannt. Der seichte Weg, meine Vorhersage, der seichte Weg ist, wir holen Neuner, geben Mané ab. Wir holen Sechser plus Leimer, geben Reihen ab. Und in der Abwehr kann man schwer vorhersagen, ob wir einen Benji und einen Luki abgeben. Cancelo wird gehen, Blind wird gehen, das ist ja schon fix. Hier haben wir 3 Außenverteidiger. Ja, sollte reichen. Ja, keine Ahnung. Man möchte verlängern. Wenn man mit ihm verlängert, vielleicht verlängert mit Pavard auch noch. Das wäre der seichte Weg. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einfach so enden wird, dass wir einen Sechser kaufen, einen Stürmer kaufen. Ich denke, ein Grafenberg wird nicht bleiben. Wenn die beiden bleiben, ein Leimer kommt und noch ein Sechser kommt, dann wird er keinerlei Spielzeit kriegen. Vorne Mané, ja, wie gesagt, der wird nicht zufrieden sein. Und der Verein ist auch nicht zufrieden. Und dann kommt hier ein Neuner und der Rest bleibt. Das ist so der sanfte Weg. Ja. Wenn man alles auf den Kopf stellt und ehrlich zu der Mannschaft ist und zu den Spielern ist, wird Mané gehen, wird Gnabry und Sané definitiv in Frage gestellt werden und meines Erachtens nach gehen können, weil sie nicht diese beständige Leistung bringen, die wir brauchen. Leon, Goretzka, Joshua Kimmich stehen dann auch zur Disposition, meines Erachtens nach. In der Abwehr, ja, da ist es dasselbe Spielchen. Wie gesagt, die beiden sind eh weg. Pavard und Luki sind so die beiden Baustellen. Sollten beide verlängern, kann man über einen Upa diskutieren. Ja, das wären so die Diskussionssachen. Ich bin sehr gespannt. Ich denke allein schon deswegen nicht, dass wir diesen Schritt gehen werden, weil halt alles 4 deutsche Nationalspieler sind. Und wir als FC Bayern uns ja schon immer damit brüsten, so, wir stellen so die meisten Spieler in der deutschen Nationalmannschaft und haben auch den Anspruch, dass die besten deutschen Spieler bei uns spielen. Von daher denke ich nicht, dass wir den Schritt gehen und deswegen haben diese Spieler halt leider Gottes auch diesen Stellenwert, den sie haben bei uns, was ein bisschen schade ist. Sollten alle 4 bleiben, wovon ich ausgehe, muss man dann aber wenigstens die Eier besitzen in der kommenden Saison, dann auch zu sagen, ja, Joshua, es reicht gerade nicht, oder Leon, es reicht gerade nicht, es spielt der und der Spieler und dasselbe vorne. Da muss man einfach mal sagen, Leroy, hier so geht das nicht mit dieser Einstellung, beim Gnabry dasselbe. Und die Spieler nicht mit durchziehen, so wie wir es dieses Jahr gemacht haben. Ja, wir haben den Gnabry definitiv über viele, viele Spiele, auch in Sané, durchgezogen, durchgetragen, auch in Leon. Kimmich leider alternativlos auf der 6, weil wir da keinen anderen haben. Das muss sich dann auf jeden Fall ändern in der kommenden Saison. Und da müssen auch klare Worte in Richtung der Spieler kommen. Ja, und deswegen, das ist der perfekte Übergang zum Trainer. Deswegen wird es auch schwierig, oder habe ich ja auch, wie ich schon sagte, dass sich so ein Tuchel vielleicht schon ein bisschen verbrannt hat. Weil ein Tuchel kann jetzt nicht nächste Saison da hinkommen nach der Sommerpause und dann jetzt sagen, so, Männer, ab jetzt, aber so und so läuft das jetzt hier. Ne? Wenn es dasselbe Spielermaterial ist. Ist schwierig, das dann irgendwie zu verkaufen und das dann für voll zu nehmen. Wenn er jetzt die ganze Zeit da war und hat die Etablierten da durchgezogen und denen nur Zucker in den Arsch geblasen. Dann auf einmal umzuschwenken und zu sagen, ja, weißt du was, Josua, du schießt jetzt keinen Standard mehr, das reicht hier nicht mehr für dich, du kriegst jetzt da einen richtigen Sechser hingestellt, entweder performst du auf der 8 oder ansonsten spielt da ein Leimer, der eine Pressingmaschine ist, der Tore schießt, der macht und tut. Ist dann schwer so zu argumentieren. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich denke, da wird ein Tuchel viel mitzureden haben, wer den Verein verlässt. Vielleicht hat aber auch der eine oder andere Spieler keinen Bock mehr auf unseren Verein, das weiß ich nicht. Wenn dem so sei,
ja, dann geht. Völlig okay. Es wird eine interessante Sache werden. Und damit kommen wir auch noch kurz zum Trainerstab. Ist natürlich schwer jetzt hier, Co-Trainer und sowas können wir eigentlich gar nicht beurteilen. Thema Nagelsmann abschließend diese Saison. Wenn wir es benoten müssten, ja, gibt's jetzt nicht so viel, was wir schlecht benoten können. Muss man mal ganz klar sagen, auch da, ähnlich wie bei unserem ganzen Team, die Statistiken sprechen für Nagelsmann. Er war in allen 3 Wettbewerben, er war Tabellenzweiter mit 1 oder 2 Punkten Rückstand. Und es war jetzt nicht so, dass man den Eindruck hätte, dass die Mannschaft gegen Nagelsmann spielt. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, es gab die ein oder anderen Streitpunkte mit irgendwelchen Führungsspielern, keine Frage. Ja, teilweise war es wild anzusehen, teilweise waren Auswechslungen super unlogisch, super wild. Was mir unter Nagelsmann super gefallen hat, war die Dreierkette. Ja, dass er halt irgendwann, also wenn wir mal das Thema Nagelsmann nochmal kurz aufmachen. Also, Thema Nagelsmann war bei uns so. Nagelsmann kam, stellte sich dahin und war, glaube ich, erstmal so ein bisschen erschlagen von der Kompetenz und den Spielern. Hat sich da mit den Spielern beraten, hat dann mal am Anfang erst ein paar Sachen versucht, hat mal die Dreierkette 2, 3 Spiele gemacht, so, dann haben die Spieler alle revoltiert dagegen. Nee, können wir nicht, wir spielen immer 4-2-3-1, das wollen wir spielen, und dann hat er sich darauf eingelassen, hat sich immer mit dem Mannschaftsrat beraten, die ihn da voll beeinflusst haben, er hat das dann alles so gemacht, weil er nicht die Eier hatte, sich da so durchzusetzen, weil er auch nicht das Standing hat, und dann, irgendwann hat er dann, also das war in der ersten Saison, zweite Saison, die Schiene weitergefahren. Gerade die Anfangsphase war sehr gut. Wo es dann nicht mehr so gut lief, ist er dann irgendwann übergegangen, hat die Dreierkette eingeführt. Da war es dann ihm ein bisschen egal, aber dann war auch Manu nicht da, der dagegen war, der raus war. Tapalovic und so weiter, es wurde alles so in seine Richtung gemacht, wie er es gerne haben möchte. Dann hat er sich auch durchgesetzt, hat die Dreierkette gebaut, die wirklich gut war, die wirklich ein bisschen mehr Zug bei uns gegeben hat im Team, wie ich fand. Auch gerade offensiv waren wir ein bisschen variabler, haben wieder ein bisschen besser gespielt, waren aber super anfällig, weil wir die Dreierkette super hoch verteidigt lassen haben und weil wir unser Sechser halt einfach nicht vorhanden sind. Ja, das war so der einzige Fehler, den ich da sehen kann. Aber ansonsten war der Fußball unter Nagelsmann besser wie unter Tuchel. Ja, von daher, wenn man den Nagelsmann eine Note geben müsste, du kannst ihm nicht schlechter wie eine 3- geben, weil er war in allen Wettbewerben noch drin. Ja, du kannst ihn intern, menschlich und so weiter, führungsmäßig können wir das nicht beurteilen, aber können wir von ausgehen, dass das nicht ganz gepasst hat, ja, und dass viele Spieler ihn nicht wirklich akzeptiert oder den Respekt hatten, weil er halt einfach ein junger Spieler war, ein junger Trainer war und noch nichts erreicht hatte. Ich glaube, das war so auch mit ein Problem, dass ihm die Spieler nicht so gefolgt sind zum Teil, wie sie es hätten tun sollen. Aber natürlich gab es auch das andere Lager mit Kimmich, Goretzka, Sané und Gnabry, die alle voll Julian waren, weil sie immer spielten, egal welche Leistung sie gebracht haben. Und deswegen hat das dann auch so den Knacks gegeben, wo er dann weg war. Nochmal, der Zeitpunkt, habe ich in einem anderen Video gesagt, wollte ich nicht nochmal aufrollen, war Katastrophe. Jetzt Thomas Tuchel, ich habe, wo er verpflichtet wurde, habe ich mich gefreut. Ich war voller Hoffnung, endlich kommt ein Trainer, der wieder das Leistungsprinzip bei uns etabliert, der sich nicht scheut, mal einen Kimmich rauszulassen, der sich nicht scheut zu sagen, es schießt mal jemand anders eine Ecke, der sich nicht scheut, einen Gnabry auf die scheiß Bank zu setzen, weil er zu 99% wie mit 10 Mann spielen, wenn er auf dem Platz steht. Und Tuchel hat dasselbe gemacht wie Nagelsmann. Gar nichts. Er hat die Dreierkette wieder weggenommen, deswegen war es noch schlechter, was wir gespielt haben, weil wir noch weniger Durchschlagskraft vorne hatten, noch weniger Ideen. Wir sind wieder zur Viererkette zurück, zum 4-2-3-1. Die ganze Viererkette wurde dann nochmal 30 Meter nach hinten gestellt, weil wir super konteranfällig waren unterm Nagelsmann. Und dann ging nach vorne gar nichts mehr. Ja, es war grausam anzugucken, was wir fußballerisch nach vorne versucht oder gespielt haben. Im großen Teil der Spiele. Benotung für den Tuchel für diese Saison.
Auch da kannst du nicht schlechter wie eine 3- geben, weil er die deutsche Meisterschaft eingefahren hat. Ansonsten würde ich ihn bei einer 4 sehen. Warum? Weil wir taktisch uns einfach nur stumpf auf die Viererkette eingeschossen haben mit 2-3-1 davor, anstatt da mal irgendwie ein bisschen variabel zu werden, da vielleicht mal eine Fünferkette oder eine Dreierkette sich zuzutrauen, was wie gesagt unter Nagelsmann ganz gut funktioniert hat. Da waren wir einfach nur mit der Dreier- oder Fünferkette viel zu offensiv gestanden. Hätte man das beibehalten und wäre einfach 20 Meter zurückgegangen mit dieser Kette, denke ich, hätte uns das gut getan. Aber gut, jeden seine Meinung. Am Ende des Tages hat er recht behalten. Er ist deutscher Meister geworden. Und da gibt es dann relativ wenig Argumente an irgendwelcher Taktik. Was mich enttäuscht hat, ist halt, ja, dass es egal war, welche Leistungen gebracht wurden, dass ganz, ganz dumme Argumente kamen in Richtung Tell, warum er nicht spielt, in Richtung Gravenberg, in Richtung Mazrui. Und wo er dann auf ihn setzen musste, weil keine anderen Spieler mehr zur Verfügung waren. Ach ja, ist ja doch ganz gut. Diese Aussagen fand ich dumm, erschreckend. Ja, dumm und erschreckend passt einfach. Ja, weil einfach wieder diese Spieler gespielt haben, die immer spielen. Egal welche Leistung sie bringen. Es waren dieselben Spieler, dieselben Probleme wie unter Nagelsmann und man hat einfach gehofft, ich mache aus der Dreierkette eine Viererkette, stelle die 30 Meter weiter nach hinten, ansonsten lasse ich alles wie es ist, ich rede alles schön und hoffe einfach, dass 2+2 nicht 4 gibt, sondern 5 oder 6. Und genau das ist nicht passiert. Wir haben dann mit Glück die Meisterschaft gewonnen, ja. Klar hat er Tacheles geredet, wenn es darum ging, wie dass die Leistung scheiße war. Er hat Tacheles geredet, dass Spieler ihre Position nicht halten. Auch nicht nur jetzt erst die letzten 2 Spiele, auch davor hat er das getan, hat aber trotzdem dieselben Spieler immer wieder von Anfang an aufgestellt. Er hat nicht einmal Konsequenzen aus den Sachen gezogen, die er erzählt hat. Ja. Er wird ja auch gesehen haben, dass ein Neuner fehlt. Er wird gesehen haben, Müller geht nicht auf einen neuen Mann, er geht nicht auf einen neuen. Hat alles ausprobiert, hat alles nicht geklappt. Und er hat sich nicht einmal getraut, einen Tell auf die 9 zu stellen. Nicht ein einziges Mal. Aber dann immer bringen, wenn wir 2-1 hinten liegen wie gegen Leipzig. Ei, jetzt bräuchten wir aber ein Tor. Jetzt bringe ich nochmal den Tell für 15 Minuten. Was ein Dummfick. Anstatt ihn von Anfang an aufzustellen, wir haben gute 30 Minuten gehabt, hätte vielleicht 2-3-0 gestanden. Hat er nicht die Eier zu gehabt und sollte das in der neuen Saison so weitergehen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der Großteil des Spielermaterials, hört sich immer doof an, das Wort Material, aber dass der Großteil der Spieler da bleibt und sollte da die gleiche Einstellung wieder an den Tag kommen, wie es diese Saison war, dann ist ein Tuchel spätestens nach 10 Spielen weg. Weil das wird sich nicht ändern. Ja, vielleicht haben wir wieder einen guten Lauf, kommen gut rein. Es wird aber dann irgendwann wieder der Moment kommen. Erstmal werden wieder alle Spieler, die hinten dran sind, super genervt werden, super unmotiviert sein, weil sie einfach nicht die Chancen bekommen. Wenn dann Goretzka und Kimmich Duo steht, wenn dann jetzt ein Leimer kommt, ihr habt es mit dem Sabitzer gesehen, den man weggeschickt hat, der viel, viel stärker wie ein Goretzka war in der Phase und man hat ihn einfach weggeschickt. So. Ja, mit dem Leimer ist noch nichts, was fix ist. Ja, das wird auch noch interessant werden. Und die Frage ist, ob der sich das antut. Ja, bin ich sehr gespannt. Dasselbe gilt dann so für den Tell und so weiter und so fort. Und für den einen oder anderen Spieler, der vielleicht sonst noch verpflichtet wird. Und nochmal, wir haben auch keine Argumente mehr. Welchen Spieler sollen wir jetzt verpflichten, gerade auf der 6 und 8, wenn Goretzka und Kimmich da sind? Es wird kein Spieler sich freiwillig mehr dahinstellen und sagen, ja, ich komme jetzt aber zum FC Bayern, was jetzt so talentmäßig angeht. Klar, wenn du jetzt einen Declan Rice holst, der irgendwie 100 Millionen kostet, kannst du schlecht sagen, ja, ich hole den und setze den auf die Bank. Ja, das kannst du natürlich nicht bringen. Aber ein Gravenberg, dieses Kaliber, der so viel Potenzial hat, der muss nur ein bisschen entwickelt werden, der war so stark bei Ajax. Nicht umsonst möchte ihn halb England haben, ja. Und dann werden wir wieder weinen, was er dann zwei Jahre später wert ist. Garantiere ich euch. Sieht man ja auch bei Marc Rocker und so weiter, die bei uns waren. Auch beim Renato Sanchez, der sich dann in Lille da, oder die Jong, wo er war, wieder super entwickelt hat. Ist dann wieder nach Paris, hat sich da auf die Bank gesetzt. Ja, selber schuld. Aber das sind so die Probleme, ja. Und die Spieler wirst du nicht mehr haben. Mit welchen Argumenten möchtest du die verpflichten? Ja, klar, wenn du die Leistung bringst, spielst du bei uns.
Spielt nicht immer Goretzka und Kimmich? Doch, die spielen immer. Die haben diese Saison beide über weite Strecken richtig schlechte Leistungen gebracht und haben trotzdem immer gespielt. Dasselbe vorne. Welches Talent möchtest du denn noch verpflichten? Ob auf der Außenposition, auf der Neuner-Position. Welches Talent willst du verpflichten? Welches Talent soll kommen? Außer mit Geld. Du kannst sie nur mit Geld ködern. Wer soll kommen? Wir spielen halt lieber im Endspurt der Saison, wo es um die Meisterschaft geht, 8 Spiele ohne Stürmer, ohne echten Stürmer, anstatt einen jungen Stürmer reinzustellen. Es gibt keine Argumente. Ja? Und das hat ein Tuchel gemacht. Das ist der Trainer, der nächste Saison da sein wird. Und welcher Spieler, die haben das auch alle gesehen. Meint ihr denn, da kommt ein Spieler und sagt dann, ach ja, der Thomas ist ja da, ja, der ist ja super. Da habe ich ja auf jeden Fall Chancen als junger Spieler, dass ich auch mal Spielzeit bekomme. Oder dass ich mich da entwickeln kann. Nee, die gehen lieber alle nach Dortmund. Punkt. Völlig verständlich. Völlig normal. Ja, ich bin sehr gespannt. Wird sehr interessant werden, der Transfersommer. Kann aber auch super langweilig werden. Wenn 9er und 6er feststeht, kann es sein, dass es das schon war bei uns. Ich bin sehr gespannt. Es kann aber auch sein, dass wir wirklich den großen Umbruch machen. Dann werden wir aber bald, abgesehen von Jamal, relativ wenige deutsche Nationalspieler im Kader haben. Was dann jetzt aber auch nicht so wild wäre, wenn man die letzten WMs, EMs Leistungen sich anschaut in unserer Nationalmannschaft. Ist die Frage, ob man immer noch das Ziel haben muss, wir müssen unbedingt die besten deutschen Nationalspieler haben. Wenn die besten deutschen Nationalspieler jeder Vorrunde bei einer WM scheitern. So, dann muss man sich halt auch mal fragen, warum ist das so? Und warum spielen diese Spieler dann ausgerechnet noch bei uns? Ja, meine 2 Cents. So, genug gelabert. Insgesamt bestimmt 2 Stunden mit allen 3 Videos. Von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich weiß, viele sehen das anders, was ich hier in den 3 Videos erzählt habe. Das ist völlig okay. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne Argumente dafür bringen. Aber ich möchte euch nicht überzeugen mit meiner Meinung. Deswegen müsst ihr nicht versuchen, mich zu überzeugen. Das ist meine Meinung. Alles andere ist eure Meinung. Und die sollten wir gegeneinander respektieren. Und deswegen, rot-weiße Grüße gehen raus. Hau rein. Bis dann. Tschüssi.